Am 60. Tag von diesem Jahr, wo wir auch den 60. Geburtstag von der Römischen Vertrag feiern, hat der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein Weißbuch über die Zukunft von Europa vorgestellt. An dem Papier war, nicht wie der Name es kann suggerieren, weiß, eitel, aber ganz am Gegenteil, das Papier war gut gefüllt mit 5 möglichen Szenarien für eine gemeinsame Zukunft mit 27 Ländern. Die 5 Szenarien sind der Beitrag von der Kommission für das Sommet, dem ich später diesen Monat zu Rom ist, wo die 27 Staats- und Regierungschefen damit konkret über die gemeinsame Zukunft schwätzen werden. Mehr später am Jahr wird der Präsident Juncker dann auf Basis von den Resultaten vom Sommet ein definitives Reformszenario vorlegen. Dann da bis nächste Europawahlen am Jahr 2019 muss umgesetzt werden. An einem ersten Szenario geben wir quasi so viel voran wie bislang. Alles beim Allen oder tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. So eine Approche wird natürlich eine verpasste Chance sein. Und damit gibt man nämlich keinen Profit sehen aus dem Brexit und aus der geopolitischen Krise rundherum. Eine sogenannte Vogel-Strauß-Politik, wo man den Kopf an den Sand stechen, an einfach die Notwendigkeit von Changementen und Verbesserungen nicht gesehen, kann nicht Realität gehen. An einem zweiten Szenario geht die EU sich hauptsächlich auf den gemeinsamen Binnenmarkt konzentrieren, an alles anderes, wie zum Beispiel das Sozialeuropa, fallen lassen. Das geht an einem gewissen Maß den Tod vom europäischen Projekt bedeuten. Der frühere Kommissionspräsident Jacques Delors hat ja schon gesagt, dass die Bürger sich wohl kaum an den Binnenmarkt verleben. Wenn wir an Zeiten, wo Europa auf der Sicht noch einer neuen Seele, an einem neuen Geist ist, nicht eine neue Vision kriegen, dann wird man den Kontinent just auf den Markt reduzieren und einen dicken Fehler machen. Wir sind nicht Bürger von einem Marché, sondern von einer Union, von einer Familie. Am dritten Szenario gehen die Länder, die mehr machen, zusammen einen Schritt weiter. Unter anderem aber nicht nur bei der Verteidigung, bei der Sicherheit, Steuerfragen, am Sozialen. Die Kehr von Ländern wird dann aber Opsinn für Staaten, die mich spät wollen, nachkommen. Eine Kehr von Ländern gibt also an verschiedenen Bereichen mehr sehr vorgehen. Das ist das Szenario, für den ich mich schon seit langem ausgeschwert habe. Und das ist gut möglich, dass den auch zurückbehalten wird. Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien haben sich auf einem informellen Sommet am Schloss von Versailles für diese Weg ausgeschwert. Für das Szenario aber gelingt, müssen die Staaten eine solide Gruppe mit gemeinsamen Aktionen bilden. Es darf nämlich nicht zu weiterer Rosinenpickerei kommen. Am vierten Szenario gibt die EU an anderen Bereichen mehr effizient aktiv gehen. Einerseits gibt das bedeuten, dass die EU zu 27 an diesen Bereichen besser Instrumente kriegen. Auf der anderen Seite wird die EU an anderen Domänen aber gut nicht mehr aktiv. Die Ironie von diesem Szenario, die 27 müssten sich überlegen, was Bereiche da wären, wo sie wichtig fanden, aber sie wollen zusammengehen. 27 Länder, die sich über Prioritäten eins gehen, schwierig. Am 5. und letzten Szenario geben die Länder an alle Bereiche mehr eng kooperieren. Es können also mehr sehr handeln, an Politiken umsetzen, notamment an der Migration, dem digitalen Binnenmarkt, der Energieunion, der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, bei der Währungsunion. Das wäre dann der Schritt in Richtung Föderaleuropa, gut und richtig, aber haut nicht optimal möglich zu 27, sogar meiner Meinung nach überhaupt nicht denkbar. Ich bin froh, dass wir mal eine seriöse Debatte über die Zukunft von Europa kriegen. Am Juncker singen Weißbuch gehen die richtige Frage gestellt. Die richtige Antwort ist für mich eine Kehr von Ländern, die engagiert und ambitiös zusammen schaffen und Reformen abhaken. Das ist nicht just eine Option oder ein Luxus, nein,
Eisplatz an der Welt hängt davon auf, auch Platz von Lützeburg. Das nämlich an eisem Interesse das Modell von einem starken, vereinten und föderalen Europa sind. Einem Europa, das kapabel ist, daheim Probleme zu lösen und draußen Gewicht auf der internationalen Bühne hat.